Guten Tag, ihr Leid. So, wir machen da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Wir haben einen sehr komplizierten Rhythmus gerade spielen müssen, egal. Und haben deshalb einen schönen Bonus gekriegt. Und zwar schwebende Felsen. Die schwebenden Felsen wiederholen kühn den komplexen Takt mit einem Flackern und Schütteln sich. Die Kriegskapelle fühlt sich widerstandsfähiger gegen die Dunkelheit. Mutige Rhythmen. Ein Biom. Die Kriegskapelle ist widerstandsfähiger gegen Erschüttern und Erschrocken. Sehr schön. Haben wir ganz locker hingekriegt beim ersten Mal gleich ohne Cheaten, weil wir nämlich gut sind, okay? Gut. Habe ich schon erwähnt, dass ihr übrigens nicht alles glauben sollt, was Leute im Internet erzählen. Ist jetzt einfach so generell. Nur so. Weiß nicht, wie ich gerade drauf komme, okay? Gut, los geht's. Gefecht Nummer 5 tagsüber. Das ist schön. Das Problem ist, dass wir untertags sind. So wie die Australier. Oder so irgendwie. Okay, wo sind wir denn hier? Lass mal gucken. Wir haben links 2 Nekromanten und rechts 2 spröde Golemse. Okay, Planungsphase. Okay, alles klar. Da hinsetzen. 1, 2, 3, 4, 5 Felder. Nee. Nee. Pass mal auf. Oh, hoppala, falscher Knopf. Pass mal auf. Ja. Ein Bewegungspunkt weniger. Das heißt, wir haben nur 4 Felder. Das bedeutet, dass wir die gar nicht alle treffen können. Okay, dann setzen wir uns einfach da rein, ja? Da setzen wir sie hin. Dann gehen wir da runter, ziehen den zu uns her. 1, 2, 3, 4. Oh, da kann ich mich hier hinstellen. Ja, das ist schon mal gut so. Sie muss dann halt danach rübergehen und muss sich ihre Heilung abholen, sozusagen. Und gegen die Golemse da, die sind mir im Moment eigentlich egal. Wir gehen, alle Mann geht darüber. Okay. Oder Frau. Und warum willst du nicht dahin? Kannst du mir das sagen? Warum willst du dich da nicht hinstellen? Warum kann ich denn da jetzt keinen hinstellen? Ich meine, das ist ein gelbes Feld. Ja, weil's Spiel gerade beschlossen hat, dass man in dieses Feld nichts stellen darf. Okay. Okay, Spiel. Ach, ihn darf ich da hinstellen. Aber die anderen nicht. Ja, gut, Spiel. Dann machen wir das so. Dann machen wir das einfach so. Wenn du das sagst. Okay, dann so. So, ich bin fein unsichtbar. Oh, ich blute aber auch. Das muss man bedenken. Dann würde ich mal sagen, ich bleib hier mal sitzen. Mein guter Kriegstrommler darf sich jetzt hier hinstellen, während mein guter Pogo dahin darf. Auf welchen konzentrieren wir uns? Auf den linken oder auf den rechten? Dann besser auf den rechten. Wer piekt den jetzt? So. Not interested. Nein, es ist schlecht, sich da hinzustellen. Okay, überlege ich mir was anderes. Bin noch nicht fertig. Ich springe jetzt nämlich da rein. So.
So. Und hat er sich gerade den Rücken, Nerv geklemmt oder was beim Hüpfen, der alte Mann? Ah ja, er soll ja ein alter Mann darstellen. Da hätte man ihm vielleicht ein paar graue Haare geben können. Oder eine Glatze. Okay. Nicht, dass alte Männer Glatzen hätten. Das Problem an der Sache hier ist halt ganz einfach, wenn der da jetzt da drüber schlappt und ich stehe da drauf, werde ich gedingst. Die am Ende dieses Zugs ausgelöst wird. Ja, das ist mein großes Problem gerade. Ja, aber ich kann mich einfach hier hinstellen. Dann bin ich dumm oder was? Ja, schon irgendwie, manchmal. So, einer ist schon mal weg. Sehr gut. Did you see that? Wie gesagt, da drüben die sind mir noch relativ egal. So, ich stelle mich mal schützend da oben hin und heile mal ein bisschen. So, ja, ich neede Healing. So, jetzt gucken wir mal, was der Gegner macht. Also der kann ja theoretisch nicht viel. Die Gegner, auch guck mal da. Wer läuft mir denn da vor die Flinte? Na, sowas. So. Training Dummy. Die Tod. Oh, nö, jetzt beschwört er gleich. Er tut gleich nekromantieren. Der Kerl hat doch die Nekromanz am Geschlechtsteil. Mann, nicht gut. So, die da drüben sind mir halt wirklich egal. Die können ja nichts machen, außer wir müssen sie ja quasi angreifen. Von daher sind mir sie erstmal jetzt egal. So, und die blutet immer noch. Warum denn? Warum blutest denn du? So halt. So. I'm busy. Und er ist ein busy. Nicht so gut geklappt. Yeah. Dafür... Yeah? Ich kann da jetzt nicht durchlaufen. Ah, das ist jetzt schlecht. Fair enough. Ah, pass mal auf. Oh, den krieg ich sowieso kaputt. Ah, pass mal auf! Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ah, doch, ich hab eine ungefähre Ahnung. Ich habe eine ungefähre Ahnung. Also zuallererst mal kriegt er jetzt noch eins ordentlich reingebrallert. So, ordentlich reingebrallert. Bei ihm hier quasi das gleiche mit dem Brallern, nur von eins weiter weg. Quasi so. Ach komm. Jetzt hat aber... Ich hab immer noch einen Plan, ihr Leute. So, okay, mein Plan ist nicht mehr so gut, merke ich gerade. Ich bin unsichtbar, ja. Meine Idee ist, Pfeile da drauf. Ich krieg nur einen. Warum krieg ich nur einen? Ja gut, dann krieg ich halt nur einen. Dafür treffe ich den definitiv. So, dafür ist der definitiv platt. Ja, der ist platt. Jetzt darf von mir aus der da wieder nekromantieren, ist mir gerade egal. Achso, ja, jetzt kann ich ja mit ihr wieder ein bisschen... Hallo? Ein bisschen verschwinden. Zum Beispiel dahin. Das ist eine gute Idee, glaube ich. So. Ja, das war's soweit. So, jetzt müsste er gesperrt werden. Ja. Schön. Ja, okay, das habe ich nicht... aber der macht ja nicht weh. Der macht ja nur mal des Steins. Dass er beim nächsten Mal ihn angreift. Okay. Was macht er denn? Komisch Zeug. Komisch Zeug. Macht er nochmal... Oh. Okay. Also er hier darf jetzt dran glauben. Und zwar...
Durch wessen Hand? Keine Ahnung. Kann überlegen. Ah ja, durch den Bogenschützen. So. Du schießt jetzt einfach. Nee, mach den da platt. Ja? Einfach platt machen. So, das läuft richtig gut. Richtig gut. So, jetzt stelle ich mich da rein. Beziehungsweise eben nicht. Eben doch. Sorry, ich habe mich versprochen. Ich stelle mich jetzt da wirklich rein und mache diesen Drudeldudel. Ah, gucke, der Drudeldudel ist richtig gut nämlich. So. Braucht hier jemand Heilung? Nee, aber du brauchst Versteckung. Sie braucht Versteckung. Und zwar nochmal extra Versteckung hier. Ja, das ist in Ordnung so. So, und du darfst dich da hinstellen und nichts machen. So. Worauf nur noch er hier fehlt. Und ihn hier stellen wir da oben dahin. Und lassen wir einfach nur Angriff dudeln. So. Ich hätte ihn jetzt eigentlich lieber da hinten reingestellt, aber dann hätte er auf den Stacheln gestanden. Ulla. Und ich weiß ja nicht, dass der untere Golem da jetzt über die Taste läuft, weißt du? Ja, natürlich macht er das. Hätte er uns mal schön gespäht, weißt du? Kannst du vergessen, Junge. Hier wird nicht gespäht. Das ist verboten. Haben die Prinzen schon gesungen. Bären verboten. So. Den haben wir mal gelähmt. Stehst du? Im Golem gelähmt. Okay. Am Kopfhörer lustiger. So, sie kann jetzt natürlich nicht viel tun. Außer da runter zu gehen. Kannst du schnipsen? Nee, auch nicht. Stacheliger Bolzen. Physischer Schaden. Auch nicht so mega. Ja gut, Mädel. Das ist nicht schlimm. Dann machst du einfach nix und chillst und genießt die Lage. Okay. What are you doing? So, wir pieksen ihn einfach. Hat nur einen Schaden gemacht, ja, das hätte man nicht machen sollen. Ja, ja. Macht mir alles zu wenig Schaden. Mach mal lieber so. Mach mal lieber so. Machen wir lieber so, da treffe ich eventuell, vielleicht macht das mehr Schaden oder so. So, könnte ich mit ihm mich ja... Also im Moment wird er oben anvisiert, ja. Kann ich mich ja hier hinstellen und erstmal auf Nummer sicher. Wir gehen auf Nummer sicher. Weil nicht, dass der jetzt da drum rumläuft und meinem Bogenschützen eins reinballert. Zum Beispiel. Oh, bullseye. Ey, das war unter der Gürtellinie. Definitiv, habe ich gesehen. Easy peasy. Kannst du nochmal dein Truller-Ding machen? Nee, leider nicht. Schade. Dann mach den da. So. Ja, gucke. Haben wir das hier ganz locker hingekriegt. Irgendwie. Regenmuschel gekriegt, roter Rhythmusstein, feine Sache. Gibt's noch ein Level-Up für jemanden? Nö, doch.
Oho. +3 für Stärke und Widerstand. Oder durch Konterhaltung erlittener Schaden -22%. Kritische Chance gegen einen Gegner. Das nehmen wir. Weil das mache ich recht oft mit dem. So, und der Rest hat auch gut gekämpft. 2 Daumen nach oben. Man wird mal uns loben. So, jetzt ist auch meine Assassine wieder gesundet, soweit ich das in Erinnerung habe. Soll man das oder das nehmen? Wir haben ja vorhin schon das Rhythmus-Dingens da gemacht. Das hat ja auch sehr gut funktioniert. Da haben wir ja auch gar nicht, also das hat sehr gut funktioniert. Ohne Cheaten. Natürlich. Boah, oh, guck mal. Ach, guck mal. Nee, ich muss das da oben nehmen. Wenn ich da oben rumgehe, dann kann ich nämlich nochmal ordentlich irgendwie für einen Kampf noch ein bisschen Bonus abholen. So. Die schwere Truhe lässt sich ohne Widerstand öffnen. Du findest einen dicken Beutel voller Gold und eine Reihe nützlicher Gegenstände. Was denn zum Beispiel? Scharlachroter Reißzahn. Angriffe haben eine Chance von 50%, 2 Züge lang mit Bluten zu belegen. Heilendes Pulver nehme ich mit und ein roter Rhythmusstein. Ein roter Rhythmusstein, jawohl, ja. So, was haben wir hier? Eine bezaubernde Oase. Während du abseits der ausgetretenen Pfade wanderst, entdeckst du eine einladende Oase. Als du eine Pause ausrufst, wieso tue ich mich gerade bewegen wie Stevie Wonder? Egal. Fängt das Wasser an zu schimmern, was auf seine heilende Wirkung hindeutet. Segen, erholsame Pause einlegen oder Verletzungen heilen. Wir haben keine Verletzungen, weil alle geheilt sind. Unsere Assassine ist voll einsatzfähig. Also macht man eine erholsame Pause. +20 maximale Lebenspunkte für das nächste Gefecht. Und das nächste Gefecht... Habe ich vergessen. Nee, ist der Endboss. Also der Boss, der Zwischenboss. Genau, von diesem Gebiet. Das ich aber nicht kenne. Also das Gebiet schon. Bin ich ja gerade drin. Aber ich kenne den Zwischenboss nicht. So. Und weil ich den nicht kenne, gucken wir da jetzt gleich rein. Es scheint der richtige Ort zu sein. Ich sehe den Kerker. Sollte der so verborgen sein? Willst du den Kerker irgendwie an den Strand machen oder was? Sieht nicht gut aus. Wir sollten uns beeilen. Warum sieht... der Kerker soll ja auch nicht. Es ist ein Kerker. Okay, Bossgefecht. Es ist ein Kerker. Kerker müssen nicht gut aussehen, sage ich jetzt mal so. Ja. Zeig ich mal her. Hoppala. Ich habe gesehen, wie das Ding aus dem Kerker kam und es ist definitiv nicht hier, um eine freundliche Jam-Session zu veranstalten. Eine Jam-Session ist übrigens, wenn jeder mit einem Butterbrot und Marmelade kommt. Und dann kann jeder bei jedem mal ein bisschen drauf marmaladieren. Das ist eine Jam-Session, okay? Gut, fragt mich, wenn ihr noch was wissen wollt. Verteidigungspositionen! Keine Ahnung, so Power Ranger-Style. Ich habe keine Ahnung, was ist das? Komm, wir gucken jetzt erstmal den Gegner an. Das ist alles? Verdorrter Halbput? Das will er sein? Ernsthaft? Das ist er? Wenn diese Einheit verborgen ist, können sich alle Einheiten durch sie bewegen. Doch eine solche Bewegung belegt mit erschüttert. Aber wir haben ja ein Ding, das eventuell weniger... Ja, aber das ist alles? Ja, vielleicht kommt da noch was Todesröcheln. 90% der aktuellen Lebenspunkte des Ziels als magischen Schaden zufügt. Aha. Der sieht ein bisschen aus wie der Typ von Dragon Ball. Von Dragon Ball Super, glaube ich, war es, oder? Berus oder so. Oder war das nicht so? Ja, gut. Du. Keine Ahnung. Fest steht, dass alle meine Leute ihren Ultimate Move haben. Den werde ich dann anwenden. Aber nicht heute, sondern morgen. Okay? War eine kurze Folge. Was will ich machen? Tut mir leid, aber das gibt eventuell ein längerer Kampf. Vielleicht. Und dann gibt es halt heute eine kürzere Folge. Dann ist auch diese Folge schneller vorbei und ihr kommt schneller zu der Bossfolge, okay? Gibt keinen Sinn. Bleibt gemütlich. Jetzt bin ich schon im Off. Egal. Muskulös. Tschüss.